Ekran! Ekranen jävlig op, hos wanende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennenleren. Welkom, mijn lieve vriend. Welkom zu het programma Ekran. Dankeschön, dat u van jou die radio eingeschaltet hast oder ook voor die in YouTube. Welkom hier. Van jou zijn we waren in Sommerfeld bij mijn ouderen in een spazierstof. En ik zie dit mal waren met mijn zuster Monika hier. Vijfmal dat programma reden we van ons thuis, wo Monika is de oudste zuster, van 9 kinderen wat mijn oudere hand en wo we een fijn oudere huis hadden. En wo Monika nog een campamento gefahren wir en door een dag Jezus kennengelernt had, er nog een Freizeit gefahren wir en wo dit Wahl geschlagen hat, dat am Posten Lothar hat sich al de beste Freundin von dem Campamento bekiert en wo am paar Weg, in der nächsten Wege immer mehr und mehr sich bekiert hatte. En aber wo wir dann abhielten, als du dann, dat du jähen stand kommen und dat Menschen jähen wieder. Aber ja, wie durchgehen können, weil ich eine Geschichte, Monika, was du mir vielmal vertelt hast, und dat du mit einem Motto, oder met een motorcycle daar heen voest. Wat deed ze dan? Jo, dat schijnste weer wanneer ik kon op den Hochfender Suzuki 125 op den voren en dan ober met de ganze vrijheid en dan dat lied zingen, die wat God leven, die zijn de zon en die abgeht mit ihrer ganzen Pracht, die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Dort leidt hij gezongen en dan op batten nobas en tree en haan en tree. En dat ganze dorp kijkt. Dat ganze dorp hier, dat wens. Dat wordt zeerlijk gezongen. En dat speelt zich helemaal zo van de hemel. Der freut sich auch an, das ganze Musik, wenn es der schlucht dann so noch ein bisschen Wahlen, das so richtig, das schuld man so ist das wie in mein Hort, was da passiert, aber das ging bloß sehr schön. So, dann, irgendwann, als du dann so Lied singst und all Venues, dann wären vielleicht nicht alle Menschen mehr dort zufrieden. Was passiert dann? Nee, da wäre das Freund, wat dan ziemlich op eens zich vangen aan een beetje dat tote merken en de komt dat alles ook zo framfair en die zeiden dan ook eenmaal die verstaan het niet anders als plus nach de Bibel en die willen plus nach für hun als alles Bibel, die willen plus nach Bibel staan en die verstaan einfach nicht anders als Bibel en beden en zo wie dat was. Dat ons leven ging wieder, aber irgendwie die Bibel hat sehr viel, die hat andere Sinn gekregen. En so dann, da wird das, aber irgendwie, dat heeft ons dat heeft mij niet teruggeschreckt. Ik hoop plus immer dat meine Freunde würden das erleben, was ich erlebt habe. Und dass wir vielleicht auswandern, bloß nach Mürk, dass du nach Meier bist. Ja, ich glaube ja. Wow, und was passiert wieder in deinem Leben? Ich weiß, du bist zur Bibelschule gegangen, kriegst du wo ich sie. Wo kommt das Ganze? Ja, ich bin in der Dorpsschule gegangen, in Sommerfeld. En irgendwie had ik dus een wens, ik wil me wel beter uitmaken. Innerlijk had ik dit verlangen, me uitmaken, omdat ik irgendwie beter doen kan. En dan vroeg we bij de Bibelschule aan. En Samta nam me op. Ze zei, ze willen mal een proefstuk maken. Want ik wil niet van die wat de scholen afgesloten hadden en kon daar studeren. En Samta nam me op, de Bibelschool in San Lorenzo. En daar heb ik met hulp van alle studenten kon ik daar wiederkommen. Want met ohne hulp würde ik dat gar niet geschafft haben.
de Sprach wie mi Fram, sehr viel Spanisch hat wie in der Klasse. Ich had ständig een Evasata bij mij. Aber dat wir eine sehr spezielle und eine sehr schöne Zeit. Da lied ich so viel Tjane, als ich noch nicht vorher im Leben Tjane geleerd habe. Na, ich glaube, die Lieder sind noch was Besonderes, Tjane. Dat ook. Wat wie dat Besondere? Dat Besondere wie ook dat Arnold irgendwann vroeg als wie we de reden kennen en die vroeg dan voor wat God mij roepen had. Den wir dort wichtig en dat wir dort wat mijn hart dan ook zo zei, dat had mij dan zo gecatcht en aan wir dat sehr wichtig voor wat God mij brukken wil, want hij wil niet eens wat aangaan wat geen dat wir wat God van aan wil. So, I'm interesseerd te weten als ik wat willen een missionaren vroeg zijn en als God mij in deze weg brukken kan. En we deden ons tijd nemen te bidden en we deden met leraars daarover reden en we kregen ondersteuning. En wenn man sagt, so, bei über alles Gott gab uns Frieden im Hart. En we vangen nog weer aan. En als dat laatste jaar komt dat weer, en dan 96. En 4 jaar waren, en 97 hebben we het. So, dan vangt dat leven aan. En ik kan zeggen, we hadden een zeer schöne tijd waar we vrienden waren. En God had ons ook dit gegeven dat we kunnen rein in de Ehe gaan, dat we voor mij ook een zeer groot geschenk, wat mijn mam immer zegt, we zullen ons leven bewaren, bad in de Ehe. En dat had mijn ouders ons immer waren gezegd damit, en dat we een geschenk, wat ik kan ook in mijn Ehe nemen. Dat is unbeschreiblich, dit geschenk. Ja, dat vind ik ook zo. Dat ist uns auch immer sehr wichtig, und habe ich hier im Programm mit mir von ihr redet, wohl wichtig, dass das sexuell rein in der Ehe nennt zu gehen. Was anderes, was mir abfällig ist von dir, du sagst, damals musst du in Evasata haben, wenn du nicht genug Spanisch kannst. Von der ersten Tag redest du, glaube ich, mehr Spanisch als Plattdeutsch. Wo kommt das? Jo, das ist auch, wenn einer was gesagt hat, dann hat man ein bisschen zu viel gesagt. Wenn ich sehe im Center, sie brauchte mich gar nicht in der Klasse von Spanisch nennen. Wenn ich wird niemals mit ernsten Menschen hoffen, die Spanisch können. So, da brauchte sie mich nicht nennen. Und ich sehe dann, dass wir weggeschmiedene Zeit, in der Zeit wir viel trainiert haben, wir danach so sehr viel Spanisch lernen. Und dann ruft Gott uns Taub, mit Arnold Taub in eine spanische Gemeinde. Und da fängt ans Leben dann an, Taub als Ehe in San Lorenzo. Da schaut wir dann 3 Jahre als Pastorenlied, als ganz junge Lied. Dort kann man bloß vertalen, wenn man dort erlebt hat. Aber das spielt sich so, ich komme da in eine andere Kultur nennen. Und ich bin so eine sehr junge Mädel. Und ich soll die Pastoren früh sein, van de 70-jarige tantes wat er waren. Die hebben mij alles te leren wat im leven te leren viel. En ik weer de pastoren vroeg. En dat kan ik zeggen, zo weer dat. Die vroeges hebben mij geholpen. En die hebben mij geholpen met de, niet bloos met de spraak, ook met de andere zaken. En we waren daar een team van taub ons tjane leren en ons schatsen leren. En toen vang ik aan die andere cultuurschatsen te leren, wat ik dan gar niet zo bewust was. Ja. So, wo ist es von dir mit der spanischen Kultur? Hast du einen guten Freund? Wir haben einen guten Freund und wir arbeiten mit spanischen Menschen und dort redet alles leicht Spanisch und vandaag dag lees wie viel Spanisch und dat is geen trouble. En ons heet dat schijn, we zijn nog immer in deze arbeid van Spanische gemeente, ja. En daar heeft God ons al een menge zaken geleerd. En
Ich sei ein Deutscher, wenn die mit einer anderen Kultur schafft, dort ist Doppeltricktum. Wenn du hast deine Kultur schätzen und du liest eine andere Kultur auch schätzen. Und in der Richtung ist doppelt. Ja, so ich mag ihn einmal bewundern, jene Arbeit, und auch will ich mit jene Feiertag angehen. Wir wollen nächstes Programm noch ein bisschen mehr über den reden, aber auch noch über was anderes. Für die, was uns im Radio hören, und was Monika Kane, und vielleicht eine lotere Tietje sein, hat sie nu auf einmal Krüse hoch, und ihr schon mal hat sie nicht Krüse hoch. Von dort, wo wir im nächsten Programm reden. Wenn Wort Monika nu auf einmal Krüse hoch hat, und nicht mehr die Haar, was sie ihr schon mal hat. So, hast du vielleicht einen Wunsch für den Tauhierer, was ihr wünschen kannst? Was ich wünsche, was ich die kann wünschen, ist, dort zu tun, was Gott die auf dem Hart legt. Und in diesem Gehorsam und nicht Angst haben. Ich habe völlig Angst im Leben. Was soll das dann, wenn ich eine andere Kultur soll? Und mit dem Spanischen, mir scheint die Welt, das wird einmal viel zu viel werden. Aber Gott hat die Kraft. Wenn der dir raubt, du hast ein Sprichwort, das sagt, er raubt nicht die, was diese Fähigkeit hat. Er befähigt die, was er raubt. Und dort ist das Scheine. Man braucht nicht Angst haben. Und man kann dort geben, was Gott einen schenkt. Dazu kann ich bloß ein sehr großes Amen sagen. Und ich möchte dir auch Gottes Segen wünschen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao. Ciao. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.